herzlich willkommen zu unserem dritten Adventsgottesdienst. Ganz herzlich willkommen allen, die am Stream am Zuschauen sind heute Morgen. Ganz, ganz herzlich willkommen allen, die hier im Saal sind. Es ist herrlich zu sehen, wie sich der Saal immer mehr füllt. Ganz, ganz herzlich willkommen. Besonders auch, wenn du heute Morgen zum ersten Mal da bist und mit uns den Gottesdienst wirst feiern. Ihr seht es, vielleicht hört ihr es so, vielleicht spürt ihr es ein bisschen. Wir haben heute ganz einen besonderen Gottesdienst. Und zwar werden wir heute ein Weihnachtsmusical haben mit unserem Silvan Kids und mit Royal Rangers Dance. Sie werden uns die Weihnachtsgeschichte, Weihnachten, die Botschaft von Weihnachten mal noch einmal von einer ganz anderen Seite präsentieren. Ich bin mega gespannt drauf, ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird ganz, ganz ein besonderer Gottesdienst. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr schwätzen, sondern möchte euch übergeben und freue mich auf das, was wir miteinander geniessen dürfen. I could describe it, but I can't contain it, can't keep it to myself. There aren't enough colors to paint the whole picture, not enough words to ever say what I found. Wonderful and beautiful and glorious and holy, He is merciful and powerful. Who are you talking about? That's my King. We declare the glory, give Him all the honor, altogether worthy. Who are you talking about? That's my King. There's no one before you. Yes, we will adore you. All of this is for you. Who are you talking about? That's my King. Jesus, you're my King. I'm not letting the rocks cry without joining the chorus. There aren't enough notes to make the harmony. It's the song of the angels through all of the ages. It's all of the earth and heaven's symphony. Wonderful and beautiful and glorious and holy, He is merciful and powerful. Who are you talking about? That's my King. We declare the glory, give Him all the honor, altogether worthy. Who are you talking about? That's my King. There's no one before you. Yes, we will adore you. All of this is for you. Who are you talking about? That's my King. That's my God. That's my shepherd. Oh, ich liebe es, für unseren König, unseren Gott im Himmel zu singen. Ihm gehört einfach alle Ehre. Ja, er ist so wunderbar. So schön und einzigartig. Er ist so einzigartig. Ja, heilig und hoch erhoben. Ja, ihm gehört wirklich alle Ehre. Aber spürst du auch die ungewohnte Aufregung, die Unruhe? Stimmt es denn wirklich, dass der Königssohn den Himmel verlassen will, um da runterzugehen, in die Dunkelheit hinein, zu den Menschen, die alles andere im Kopf haben, nur unser Gott und König nicht? Kann ich auch nicht verstehen. Aber es war immer so, dass der König die Menschenkinder über alles liebt und immer wieder seltsam weggegangen ist, um ihnen seine Liebe zu zeigen. Ja, schon, aber das ist absolut verrückt. Tja, wenn man so verliebt ist, dann macht man schon verrückte Sachen.
gehabt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Dass jeder von an glaubt, nicht verloren geht, dass er Leben hat. Gott hat die Welt so verstärkt gehabt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Dass jeder von an glaubt, nicht verloren geht, dass er Leben hat. Hey, hast du schon mitbekommen? Der Gabriel ist runtergegangen auf die Erde zu einer Frau. Sie heisst Maria. Er sollte ihr etwas sagen von Gott, unserem König. Weißt du etwas davon? Oder ist es nur ein Gerücht? Weißt du, was er ihr sagen sollte? Nö, ich habe nur gehört, dass er so eine Aufgabe dort unten hat. Ah, da kommt er ja gerade. Fragen wir ihn. Du, Gabriel, was hast du bei der Maria in Nazareth gemacht? Also, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ihr zu sagen, dass, wie erkläre ich euch das jetzt? Ich kann es selber noch nicht ganz fassen, aber es ist tatsächlich so, dass der Königssohn wirklich auf die Erde gehen will, dass er durch Maria als Mensch geboren wird. Er will tatsächlich als Mensch mitten unter den Menschen leben. Was? Unser heiliger König auf der Erde, bei diesen Menschen? Das passt ja gar nicht. Wie die sind auch so böse miteinander. Wie die auch miteinander umgehen. Und ganz viele glauben ja nicht einmal an Gott. Und dort will Gott wirklich sich mitten unter das Volk mischen. Ja, da hast du recht, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber Gott ist kaum abzubringen von seinem Projektmensch, weil er es so sehr liebt. Er hat ja schon so oft zu den Menschen geredet und ist ihnen nachgegangen. Er hat sie halt so fest gern, da kann man ihm irgendwie nicht helfen. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ob der Königssohn das wohl überlebt da unten. Jetzt schaut mal da. Da wird schon wieder ein Engel auf die Erde geschickt. Zum Josef, ein Verlobter von der Maria. Mitten in der Nacht, er erscheint ihm im Traum. Was er ihm wohl sagt? Ich weiss es. Er sollte dem Josef sagen, dass er die Maria heiraten sollte und sie nicht still und heimlich wegschicken sollte. So wie der Josef sich das gedacht hätte. Naja, das muss ihm ja schon wirklich jemand erklären. Denn sie ist ja schwanger und das nicht von ihm. Er muss wissen, dass das Kind von Gott kommt. Ja, Gottes Sohn. Na, hoffentlich checken die Menschen da unten auch wirklich, was Gott ihnen mit zum Sohn schenkt. Nämlich, dass er selber auf die Erde kommt, um sie von ihrer Gottes fernzureden und den Weg wieder wird freimachen für eine persönliche Freundschaft mit Gott.
Hey, was machst du denn da? Möchtest du nicht mitkommen zum Arbeiten? Später vielleicht wieder. Was ist los mit dir? So kenne ich dich gar nicht. Ja, weißt, es ist schon schön, wenn man Gott oben im Himmel lobt und arbeitet. Ihm gehört ja auch alles Lob und alles Ehre. Das ist keine Frage. Aber ich würde schon auch gerne mal auf die Erde gehen und den Menschen sagen, wie wunderbar Gott ist. Ich würde auch gerne mit den Menschen Gottes Herzensanliegen teilen. Ihnen sagen, wie sehr er sie liebt und wie gut das mit ihnen meint. Kann ich schon verstehen. Aber deine Stärke liegt nun mal im Singen. Das kannst du besonders gut. Und du strahlst auch so richtig Freude aus, wenn du Gott lobst. Ich glaube, Gott hat dir eine besondere Begabung gegeben. Ja, ich weiß. Und dafür bin ich Gott auch dankbar. Ich liebe es, für ihn zu singen. Aber alle Botschaften für die Erde sind halt einfach noch gesprochen. Schau mal da, Gott redet nicht nur durch einen Engel. Siehst du die Weise aus dem Osten kommen? Sie werden durch einen hell leuchtenden Stern geleitet. Tatsächlich. Schon kreativ, dass Gott so Sterne benutzen kann, um zu den Menschen zu reden. Hey, habt ihr schon gehört? Gott will einen grossen Engelschor auf die Erde schicken. Schnell, macht euch parat. Was? Wie? Wo an? Zu den Hirten auf den Feldern bei den Schafen. In der Nähe von Bethlehem. Übrigens ist der Königssohn jetzt endgültig auf der Erde angekommen. Die Maria hat ihn heute Nacht geboren. Echt? Wo? Sogar in der Nähe. Dort unten im Stall, in der Futterskrippe. Was? Im Stall? Ihre Futterkrippe im Trog aus dem Tier fressen. Hat sich Gott nicht etwas Besseres einfallen lassen? Gibt es denn keinen Palast dort unten? sogar ein Palast wäre nicht genug für unseren Königssohn. Jetzt aufhören mit dem Geschwätz. Schnell, macht euch parat. Hört gut, das Engel singen, Gott gehört dir und Herrlichkeit. Friede gilt jetzt all den Menschen, wo er seine Liebe zeigt. Freut euch von ganzem Herzen, jubelt also laut wie es geht.
Also ich bin ja mal gespannt, wie viele Menschen verstehen, was Gott ihnen mit dem Sohn schenkt. Ja, auch wenn es noch einer von ihnen gecheckt hat, dann machen wir eine Party. Das machen wir. Ja, das machen wir. Ganz genauso freut man sich, wenn auch nur ein Mensch, der nicht an Gott geglaubt hat, anfängt sein Leben zu ändern und sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Lukas 15, Vers 10. Yes, Amen. Danke viel mal unseren Kids, unserem Dance und unseren Mitarbeitern. Ihr habt das super gemacht. Danke für euren Einsatz. Ihr habt so probiert, ihr habt wirklich alles gegeben. Und es war wirklich mega toll gewesen. Und ganz ehrlich gesagt, sind die ersten Engel gewesen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Danke viel mal, Gottes Segen. Und wir nehmen, was ihr gesagt habt, natürlich auch mit für uns. Ja, über die, wenn die Kinder so kommen, dann sagen die einen, ja, wie herzig und so weiter. Und das sicher auch so. Aber sie haben uns etwas ganz Wichtiges mitteilt heute Morgen. Dass Gott die Menschen, uns Menschen, über alles liebt. Und dass Gott Menschen sucht, die den Weg zu ihm wirklich auch finden können. Dass Gott den Weg gemacht hat zu uns, dass Gott zu uns gekommen ist, hat jemand vom Gottesdienst gesagt, das ist schon gewaltig. Gott hat so einen langen Weg gemacht zu uns und wir haben eigentlich so einen kurzen Weg zu ihm. Ja, ich habe heute Morgen die Laterne mitgenommen, weil der Gott auch gekommen ist, um unserem Leben eben durch seine Botschaft, durch sein Leben Orientierung auch zu geben. Und heute Morgen heißt das Thema in diesem Zusammenhang über Jesus, über den Messias. Er heißt Wunderrat. Er hat Rat für uns. Der Jesaja nennt ihn wunderbaren Ratgeber. Also jemand, der nicht nur weise ist, jemand, der uns nicht nur leiten kann, sondern jemand, der gut ist, jemand, der heilsam ist, jemand, der unser Leben zutiefst verwandeln kann, ein göttlicher Ratgeber wirklich kann sein. Und brauchen wir das nicht alle auch? Wer von uns hat nicht Situationen irgendwo am Arbeitsplatz, wo er sagt, hey, ich weiss nicht genau, wie es weitergeht. Vielleicht in einem Geschäft, das man leitet, wo man in einem grossen Entscheid drin ist. Vielleicht in einem Projekt, wo man irgendwo ansteht und sagt, hey, jetzt weiss ich nicht, wie es weitergeht. Und dann natürlich das andere, und das ist noch viel komplexer, das sind oft Beziehungsfragen. Wie gehe ich um mit dieser Person? Hey, kommt das je wieder gut? Ich kann mich erinnern, an unserer Kleingruppe haben wir eine Frau, und sie ist, vor etwa 3 Jahren hat sie zu Jesus gefunden. Und sie hat jahrelang keinen Kontakt gehabt zu ihrer eigenen Schwester. Und sie hat gesagt, ich weiss nicht, was passiert ist, aber seit ich Jesus gefunden habe, nach einem Jahr etwa, hat sich die Türen aufgetan und wir haben zum ersten Mal nach Jahren wieder Kontakt miteinander. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, auch in Beziehungsfragen. Christen fragen sich, wie kann ich den Glauben an Jesus gewinnend leben? Wie kann ich anderen Menschen von dieser Hoffnung erzählen? Aber es gibt auch Schicksale in unserem Leben. So Sachen, die wir nicht haben wollen. Sachen, die plötzlich da sind, eine gesundheitliche Herausforderung. Irgendetwas, eine schlechte Nachricht, etwas, das schief läuft. Und fragen uns dann, wie geht es weiter? Und die Liste könnte man unglaublich verlängern. Und ich denke, die meisten von uns, die da sind, könnten irgendeine Geschichte erzählen und sind vielleicht heute Morgen da und sagen, ich wäre so froh, ich hätte irgendwo einen Rat in meinem Leben, in einer Situation drin. Wir sagen ja im Volksmund, guter Rat ist teuer. Und einer, der teuer für den wichtigsten Ratschlag gezahlt hat, das ist Jesus. Und was der war, den schauen wir dann noch an. Aber ich werde noch mal den Text lesen von unserer Serie, wo wir jetzt in den Adventssündig durchgehen, aus dem Jesaja 9. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids
und in seinem Reich wird endlos sein. Wow, das ist eine gewaltige, starke Aussage. Darf ich noch schnell den Timer haben? Danke vielmals. Ja, ihr wollt ja nachher auch noch zu Mittag essen und so. Jesus, der Messias, er ist gekommen, um uns der Ratgeber wirklich zu sein. Und die Frage ist, wie kann der Gott für dich und für mich zu dem wunderbaren Ratgeber werden? Und ich glaube, das Beste, was wir machen heute Morgen zuerst einmal, ist überhaupt die Frage, ja, wie hat denn Jesus das irgendwo auch gelebt? Was haben die Menschen mit dem Jesus erlebt? Und ich sage es manchmal so, ich schwärme so gern über jemanden, und das ist über Jesus. Und wenn ich anschaue, wie er Menschen Rat hat gegeben, da sind Menschen gekommen mit grossen Sorgen zu Jesus. Und er hat den Menschen gesagt, los mal, ihr müsst nicht mit Sorgen leben. Es ist zwar etwas Alltägliches für die meisten, aber weißt du was? Wenn ihr Gott kennenlernt, dann geschieht etwas, dann dürft ihr eure Sorgen nehmen, dürft sie Gott anvertrauen. Warum? Weil Gott sorgt für euch. Er hat Kraft, er hat Macht und er hat Wege, die du brauchst, dass du sorglos leben kannst. Andere sind gekommen und haben Jesus gefragt, ja, wie soll ich mit meinem Nächsten umgehen? Und Jesus lehrt sie das riesige Geheimnis, was es heisst, zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben. Immer wieder Menschen zu vergeben. Nicht bitter zu werden im Leben. Nicht zu resignieren. Oder die römischen Soldaten sind mal gekommen zu Jesus und haben gesagt, hey, wie sollen wir leben? Und Jesus sagt ihnen in anderen Worten, hey, weißt du, ihr seid zwar Menschen mit enorm viel Macht, ihr seid trainiert für Gewalt, ihr seid trainiert, andere Menschen zu zwingen, Sachen zu machen, aber weißt du was? Jesus sagt ihnen, beraubt niemand, erpresst niemand, missbraucht eure Macht nicht und gebt euch auch zufrieden mit eurem Sold. Und Jesus ist gekommen und hat uns gezeigt, wie können wir mehr Frieden haben in unseren Beziehungen. Und er sagt, weißt du, es fängt nicht dort an, indem du versuchst, bessere Beziehungen zu leben, sondern es fängt an, indem du anfängst, Gott zu lieben. Weißt du wieso? Wenn du Gott anfängst zu lieben und wenn du von Gott geliebt wirst und seine Liebe zulässt, dann hat dein Herz da in Reserve für Beziehungen mit den Menschen um dich herum. Was für ein wunderbarer Ratschlag. Er hat auch gewarnt vor Heuchelei. Jesus hat auch sehr deutlich gesagt, hey, es kommt nicht so sehr darauf an, wie du dich nach außen gehst, es kommt doch darauf an, was in deinem Herzen innen vor sich geht. Das hat Jesus dann einmal gesagt, glücklich sind die reinen Herzen sind. Oder er hat gezeigt, hey, wenn du der Größte sein willst, ich sage dir, wie der Weg dort an aussieht. Und er lehrt Menschen über Demut. Und er sagt in Matthäus 20, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Und er zeigt etwas auf, hey, weißt du was, wenn du wirklich ansehen willst, dann kommt es nicht darauf an, wie gross deine Schnürren ist, sondern kommt es darauf an, wie gross dein Herz ist und wie stark deine Hände sind zum Anpacken. Und er hat einmal die wichtigste Frage beantwortet. Der Luca hat gerade letztens darüber geredet, nämlich, wie können wir überhaupt glücklich leben auf dieser Welt? Und er sagt, Jesus, glücklich zu preisen die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Das heißt, die Menschen, die sich eingestehen, mir fehlt etwas und sich an Gott wenden und was erleben sie? Sie werden beschenkt von dem lebendigen Gott. Die Frage ist, wie kann denn der Jesus uns ein guter Ratgeber werden? In Sprüche 3, 5 bis 7 gibt eigentlich noch, schon bevor Jesus gekommen ist, gibt einer von denen, der gelost hat auf Gott, uns ganz, ganz einen wichtigen Text, der mein Leben auch immer wieder begleitet hat, in diesen Fragen, die ich selber hatte. Es heisst, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Und in diesem Bibeltext sind eigentlich ganz 3 entscheidende Ratschläge drin, wenn wir möchten, dass der lebendige Gott, der alles weiß, der alles kann, dass er uns führt. Und das heisst zuerst einmal, weißt du, du musst lernen, Gott zu vertrauen.
Schau, Gott ist nicht irgendwie ein Automat. Gott ist nicht irgendwie ein Parkautomat, kannst du winden und dann ist die Rechnung gezahlt oder irgendeine Dienstleistung oder was du hast kaufen, ist postet. Oder Kreditkarte, die du heute je nachdem mit einem Fingerabdruck am Computer kannst drücken und dann ist es gezahlt. Sondern Gott sagt, hey, weißt du was, du musst lernen, auf mich vertrauen. Warum? Gott ist nicht daran interessiert, uns nur unsere Probleme zu lösen, Tag für Tag, sondern er ist etwas viel Tieferem interessiert, an einer persönlichen Beziehung. Schau, wir können Rat in unserem Leben bekommen, 100-mal, 1000-mal. Aber das heisst noch nicht, dass unsere Leben erfüllt sind. Unsere Leben werden dort erfüllt, wo wir uns einlassen auf die Vertrauensbeziehung zu Gott. Das Vertrauen, das immer tiefer werden kann. Wo wir dort ankommen, wo wir irgendwo sagen, hey, weißt du was, das Beste, was mir passieren kann, das ist Jesus. Das Beste, was mir passieren kann, ist, den lebendigen Gott, Jesus Christus, kennenzulernen. Wie der Psalmist einmal gesagt hat, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Und er sagt, ich habe etwas herausgefunden. Wen habe ich denn im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Das war ein weiser Mann, der das gesagt hat. Und dass es eben um eine Beziehung geht. Und das geht uns nicht einfach nur dort und da mal einen Ratschlag weggeben. Das sehen wir auch weiter in dem Vers. Es heisst nämlich, denke an ihn, was immer du tust. Das heisst, lehre Gott einzubeziehen in all deine Entscheidungen. Ganz offen gesagt, wie viele von uns haben schon irgendwelche Sachen bereut in ihrem Leben? Spontane Käufe, Black Friday. Und so, also ihr geht nicht mehr darauf hin, ihr seid ja so alles weise und clevere Leute und so. Aber es soll es ja geben, sagt man, oder? Und dann schwätzt einem irgendjemand etwas auf oder dann hat man etwas gesehen, denkt, oh ja, das will ich auch und dann kaufst du es und merkst, ich habe es ja schon mal. Hast du auch so Zeug daheim, die einfach umeinander liegt, die du mal gekauft hast und die du eigentlich nicht brauchst? Denke an ihn bei allem, was du tust. Und dann passiert eben auch etwas, dann bewahrt Gott uns eben auch vor Fehlentscheid. Und er sagt nachher auch, tu dir nicht auf deine eigene Weisheit einbilden, sondern nimm Gott ernst. Fürcht Gott, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ich bin mir so unsicher gesagt, dachte, ja, aber Gott, weisst ich meine, der Mensch denkt, oder? Gott lenkt. Und nachher Gott hat mir gesagt, ja, aber bist denn du gegen meinen Verstand? Aber das hätte es eben nicht geheißen in unserem Vers. Er sagt nur, weißt du was, zuerst und zuletzt verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heisst aber nicht, du musst ihn ausschalten. Aber dein Vertrauen soll nicht anders hingehen. Nicht auf deinen Verstand, sondern auf Gott. Und ich habe dann nochmal gesagt, weißt du was, Gott, ich habe schon noch ein Misstrauen dir gegenüber. Woher soll ich wissen, dass du mich denn wirklich leitest? Und dann, ich kann mich noch so gut erinnern, war es mir wie wenn Gott mir eine Frage stellen würde. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Gott so im Gespräch bin, im Gebet bin, in Sachen frage. Er gibt mir ganz selten eine Antwort. Meistens stellt er mir eine Frage. Und ich kann mich gut erinnern, er stellt mir die Frage, sagt, Matthias, was denkst du, wer hat mehr Interesse, dass du ans Ziel kommst in deinem Leben? Du oder ich? Du oder ich? Und ich denke an unser Musical heute Morgen. Wer hat so eine gewaltige Liebe zu uns Menschen wie Gott? Und in dem Moment ist mir klar geworden, weißt du, wenn es jemanden gibt, der mich mehr liebt als ich mich selber, dann ist es Gott. Und das war für mich also wie eine Grundsatzlektion in meinem Leben, wenn es jemanden gibt, der das grösste Interesse hat, dass ich richtig geleitet bin, ist es nicht ich, sondern ist es Gott. Und es hat mir so eine Zuversicht gegeben, mich in meinem Leben auf Gott zu vertrauen. Und Psalm 32 heisst auch, der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und will dich behüten. Und die Frage ist, hey, wie bekommt der Rat von Gott
auch in unserem Leben ein bisschen mehr, vielleicht an Substanz. Ich meine, jetzt wissen wir, Gott will uns raten, wir dürfen ihm vertrauen, wir sollen ihm vertrauen, aber wie kommt der Rat zu uns? Und etwas vom Wichtigsten, was wir lesen in der Bibel, ist das, dass Gott zu uns redet und uns seinen Rat gibt durch sein Wort, durch die Bibel. In Psalm 119 heißt, ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber. Ich bin entmutigt und verzweifelt, erneuere mich durch dein Wort. Was heißt das? Gott will uns Rat geben durch sein Wort, durch die Bibel. Er will uns sogar trösten in unseren Fehlentscheidungen im Leben. Und sagen, weißt du was, du hast es vielleicht vermasselt. Ich habe immer noch einen Plan. Das ist Gott. Wenn unsere Pläne versagen, er hat immer noch einen. Das bedeutet nicht, dass die Bibel für uns irgendwie so zu einem Orakelbuch wird und so. 1400 Seiten in dieser Bibel. Ja, wo ist der Rat von Gott? Und dann schlägt man sie mal auf und Finger, Tack drauf auf irgendeine Bibelstelle und dann, jawohl, das ist es jetzt, was Gott will. Und dann steht dort, und David wurde, ja, was nehmen wir? So ganz ein Fieser nicht. Nein, okay. Aber es gibt so Bibelverse, die ganz, ganz schlecht rauskommen. Hat einmal einer gesagt, ich habe das gemacht und dann heisst es, und Judas hängte sich. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich nehme eine andere Bibelstelle. Ich glaube, es gibt Notsituationen, wo man vielleicht in einem Moment drin ist und sagt, Gott, gib mir jetzt ein Wort, ich höre nichts anderes, ich weiß nichts anderes. Und dann macht man das einmal einfach vorsichtig. Und dann nicht alle guten Dinge sind drei, sondern ich will dir mehr sagen, es gibt einen besseren Weg als der. Im Psalm 119 steht, alle deine Worte sind wahr, alle deine gerechten Gesetze haben ewig Bestand. Und das heißt in einer anderen Übersetzung, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Was heißt das? Das heißt in anderen Worten, Gott geht es nicht darum, dass er uns nur irgendwie einen einzelnen Bibelvers mal gibt, sondern ihm geht es darum, dass wir Gottes Wort, Bibel, kennenlernen. Weil durch die Bibel lernen wir Gott kennen, wie er ist. Und weißt du, je besser, dass wir jemanden kennen, desto besser verstehen wir ihn auch. Je besser, dass wir jemanden kennen, desto eher spüren wir auch, was im Willen ist, was Gedanken sind von Gott. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin 1993 habe ich angefangen, meinen Dienst, seinerzeit noch im Burgheck als Pastor, habe dort anfangen. Zuerst habe ich bei den Internationals gedient und dann habe ich die Jugendgruppe leiten. Ja, da hat man noch Krawatte getragen, das war noch eine andere Zeit. Gut, gut. Und die ganze Generation über 65 sagen Krawatte, Amen! Jawohl! Das ist wieder mal gesagt worden. Auf jeden Fall, ich habe wirklich eine Freude gehabt und eine Leidenschaft, Gottes Wort zu predigen. Aber ich habe immer gedacht, nach 2 Jahren gehe ich weg von dieser Kirche, weil ich will einmal das Evangelium verkündigen und in der ganzen Welt umeinander reisen. So habe ich gedacht. Und ich habe Gott gesagt, aber ich muss doch wissen, wo es angeht. Und dann hatte ich noch ein Dilemma gehabt. Ich habe Eva kennengelernt. Es war ein Dilemma aus dem Grund. Ich habe gesagt, ich kann nicht eine Beziehung anfangen mit jemandem und ich weiss, ich gehe nachher weg. Kannst du nicht machen. Und ich kann mich erinnern, am Tag, als ich die Bibel gelesen habe, komme ich über zu Psalm 37, 3-4. Und dort war es nicht nur einfach ein Bibeltext für mich, sondern es war in dem Moment wie ein Vers, wo Gott vatergrad zu mir redet. Vertraue auf den Herrn, Matthias, tu Gutes, bleibe im Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir Eva geben, die du die... Okay. Ich kann mich erinnern, als ich den Text gelesen habe, habe ich zuerst einmal gelesen, eine andere Übersetzung, er sagt, bleibe im Land und übe Treue. Und ich habe in dem Moment gewusst, weißt du, das ist nicht einfach nur ein Bibelvers, der da steht, was heisst, hey, lern Treue oder so, sondern bleibe im Land. Tack, es war ein Wort für mich. Ich habe gewusst in dem Moment, ich bleibe in Zürich. Ich bleibe da. Ich werde nicht ins Ausland gehen. Gott will, dass ich da bleibe. Es war da innen im Herzen wie klar gewesen. Ja, das war 1993, das ist jetzt über
30 Jahre her. Und ich habe gewusst, bleib und bist treu. Tu den Menschen, mit denen du unterwegs bist, gut. Das ist Gottes Auftrag an dich. Und es ist gut gekommen, genau. Die Eva ist immer noch da. Halleluja. Genau, sie hat es ausgehalten mit mir. Seit 1997. Also Gott will uns durch sein Wort raten, aber die Frage ist, liest du Gottes Wort auch? Oder vielleicht brauchst du an dieser Weihnacht einen neuen Schub, um zu sagen, weißt du, ich will mal anfangen, die Bibel zu lesen und dann fängst du ja im Neuen Testament zu lesen. Lies sie nicht nur als Orakelbuch, dort und da mal, wenn es dir schlecht geht, sondern lies sie jeden Tag neu und sag, Gott, ich will dich besser kennenlernen und Gottes Rat in deinem Leben wird klarer werden. Gottes Weg für dein Leben wird klarer werden. Und das Zweite, wie Gott uns leitet, das ist so ein bisschen mehr, wir würden vielleicht heute sagen, eine metaphysische Ebene. Aber es ist eine Realität und das ist, dass Gott uns durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, will leiten. Schaut, Gott führt uns manchmal auch einfach zusammen mit Menschen, die uns einen mega guten Ratschlag haben. Ich glaube, etwa die geschieht das in unseren Kleingruppen. Wenn wir zusammenkommen und jemand sagt einen Satz, jemand zitiert etwas, jemand sagt etwas, was er erlebt hat und plötzlich weißt du was, jetzt redet Gott zu mir. Und das ist etwas von dem Coolen, was geschieht, wenn wir uns und wenn sich eine Kirche in ihren Kleingruppen trifft. Dort leben wir die praktische Nachfolge von Gott. Wir helfen einander, auf Gott zu hören. Aber es geht dort drüber jemand, der präsent ist, und zwar, wo jeden Tag in unserem Leben präsent ist, wenn wir uns zu Gott wenden, und das ist die Person vom Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der wird euch nie verlassen. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und Jesus sagt in anderen Worten, ich werde mal zum Vater gehen. Ich bin gekommen als Kind, als Baby auf die Welt. Und Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und er ist zur Rechten vom Vater heute. Aber die Jesus nachfolgen, die sind nicht allein. Die haben den Heiligen Geist bekommen. Das ist jemand, der wohnt in uns, jemand, der da innen präsent ist. Und wir nehmen die Stimme von dem Heiligen Geist ganz selten akustisch wahr. Also ich habe noch nie irgendwie eine Donnerstimme vom Himmel gehört und gesagt, Matthias, ist super, dass du groß und stark wirst oder irgendwie so etwas. Nein, das ist noch nie passiert. Und ich habe mich immer gefragt, wie weiß man denn, dass es jetzt nicht meine Gedanken einfach sind, sondern dass es der Geist Gottes ist? Eins ist sicher, je besser wir die Bibel kennen, desto mehr können wir unterscheiden zwischen dem, was von uns ist, zu dem, was von Gott kommt. Aber das andere ist Folgendes. Die ihr Leben Jesus wirklich anvertraut haben, wie es auch die Kinder am Schluss gesagt haben, wo die Engel grosse Freude haben, wenn sich jemand Gott zuwendet, die überkommen etwas und man nennt das Zeugnis vom Heiligen Geist oder Bestätigung vom Heiligen Geist. Es ist das Wissen, das du hast in deinem Herz, ich bin ein Kind von Gott. Darf ich mal fragen, wie viele kennen das in ihrem Herzen? Weißt du, wer das ist? Das ist nicht, weil dich da Silber oder die Freikirche da irgendwie überschnürt hat, etwas zu glauben. Das ist die Realität und die Präsenz von der dritten Person von der Gottheit, vom Heiligen Geist, wo dir da innen die Überzeugung gibt, ich weiß, ich gehöre zu Gott. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn du das noch nicht hast, ich will dir sagen, weißt du, das ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen will geben. Ein Geschenk in dieser Person vom Heiligen Geist, wo jeder Mensch könnte erfahren, wenn er es will und wenn er sich öffnet für Gott. Und ich mag mich erinnern, als ich dann seinerzeit in der Entscheidung war, wo soll ich überhaupt hingehen? Im Sinn von Kirche, nach der Bibelschule, nach dem Bibelseminar, hatte ich so zwei grosse Optionen gehabt. Die erste Option wäre Frutigen im Berner Oberland. Und das hat mir geheimmelt. Es ist so etwas, Frutigen, das Berner Oberland ist schön, oder? Und so singen wir. Und ich hatte so wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Frutigen, hey, in den Bergen, mit dem Mountainbike, für Jesus predigen. Und die andere Option war Zürich. Zürich.
Dort sind Zürich Schnorris. Riesenstadt. Die besten Universitäten, die es gibt auf dieser Welt. Und ich, der Matthias, dort hin, hat kein gutes Gefühl ausgelöst. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, was willst denn du? Und ich kann mich erinnern, Gott redet zu mir, wieder durch eine Frage. Er gibt mir praktisch nie eine Antwort, aber immer eine gescheite Frage. Und er sagt, Matthias, was denkst du, wo kannst du mehr lernen? Und ich habe beide Kirchen gekannt, beide sind mega coole Churches, bis heute. Aber ich habe sofort gewusst, das ist die Frage, die für mich entscheidend ist. Wo lernst du mehr? Und ich habe sofort gewusst, das ist Zürich. Hast du nicht bereut? Das ist der Rat. Ja! Und zwar nicht wegen der Kirche, sondern ja, wegen der Menschen, wegen euch, mit euch unterwegs zu sein und Geschichte schreiben für Jesus. Die Frage ist, wie bekommen wir, wie bekommen wir den Rat, wie bekommen wir den Heiligen Geist in unser Leben hinein? Und da möchte ich zum Abschluss von dieser Predigt heute Morgen auf den grössten Rat eingehen, den Jesus uns Menschen gegeben hat. Und der Rat, der kommt immer wieder vor in der Bibel. Und ich wünsche mir so sehr, es würden so viel mehr Menschen auf den Rat hören. Wenn ihn hören. Jesus, er redet selber da durch seinen Geist, durch den Petrus, in dieser ganz berühmten Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Und jetzt redet Gott zu den Menschen und er redet auch zu dir. Und er sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünde. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Weißt du, was Gott dir da ihnen sagt? Er gibt dir ein Versprechen. Du kannst Gott selber in deinem Leben haben, die Person vom Heiligen Geist, wenn du etwas machst. Du sagst dir, ich will ein Leben, Denkweisen, Handlungsweisen, wo Gott nicht gefallen, ich will das hinter mir lassen. Und ich will mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, weil ich erkenne, Jesus hat am Kreuz von Golgatha meine ganze Schuld getragen. Jeder Fehlentscheid, jedes nicht hören, jedes machen, obwohl ich es eigentlich besser gewusst habe. Jesus hat für das gezahlt am Kreuz von Golgatha und er will mich, mein Herz reinwaschen. Und das ist der Grund, warum wir Taufe feiern. Übrigens, letztes Jahr haben wir in unserem Standort 78 Leute gehabt, die sich taufen lassen. Das ist eine riesen Freude. Menschen, die genau das gemacht haben. Und ich möchte dich heute Morgen einfach zuerst einmal fragen, weisst du, dass du ein Kind Gottes bist? Weisst du es, weil du den Heiligen Geist hast? Und wenn du es noch nicht hast, dann möchte ich dir sagen, heute Morgen ruft Gott dich durch seine Liebe. Aber ich werde noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Und ich habe Gott gesagt, gibt es denn noch so eine Geschichte, die uns ein bisschen zeigt, wie wir manchmal auch sind als Menschen? Er sagt, ja, es gibt eigentlich. Und das ist die Geschichte von Bileam. Der Bileam ist angefragt worden, mal im Alten Testament in dieser Geschichte, von Balak, einem König. Und der Balak hat ihm gesagt, weißt du, komm Bileam, du bist bekannt als Prophet, verfluch das Volk von Israel. Und zuerst sagt er, oh, ich kann nichts machen, ohne dass Gott zu mir redet. Gott sagt ihm, du weißt ganz genau, das machst du nicht. Aber sie haben ihm Geld angeboten, sie haben ihm Ruhm angeboten, im Bileam. Und sagt, ja, okay, gut, ich tue noch mal fragen. Und er dealt mit Gott, hin und her, mehrere Mal. Und irgendwann, weißt du, nach dem dritten Mal sagt Gott ihm, okay, weißt du, Bileam, den Gang,
den Gang. Aber wenn wir die Geschichte von Biliam dann anschauen, und heute Morgen nicht Zeit für Details, dann sehen wir, der Mann hat ganz ein tragisches Ende genommen. Wisst ihr warum? Er hat da eigentlich gewusst, was richtig wäre, da innen im Herz. Aber er wollte dealen mit Gott. Er hat mit Gott gehandelt, argumentiert. Aber weißt du kannst mit Gott so nicht argumentieren. Wenn Gott seinen Willen geht, dann ist sein Wille gut, er ist klar und er ist eigentlich hilfreich für dich. Und wie viele Menschen sind letzten Endes irgendwo wie der Biliam? Sie wissen eigentlich, das wäre richtig, aber sie machen es nicht. Wie viele Menschen spüren eigentlich in ihrem Herzen, das wäre eigentlich richtig von Gott, aber sie machen es nicht, weil ihnen andere Sachen wichtiger sind. Vielleicht ihren Ruf, was andere Menschen denken. Vielleicht ist Geld, vielleicht ist ihre Karriere, vielleicht ist ihren Ruhm, wie beim Biliam. Und also denke ich, seine Geschichte ist ein warnendes Beispiel an uns, dass wir nicht an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich will für unser Leben. Denk daran, niemand liebt dich mehr als Gott. Niemand hat einen perfekteren, schöneren und herrlicheren Willen für dein Leben als Gott selber. Und ich glaube, das führt uns dort an, wo wir irgendwo sagen, weisst du was, wenn wir wirklich weise sein wollen, dann lasst uns Menschen werden, die Gott kennenlernen und Menschen, die auf ihn hören, als der gute Ratgeber, auch im Alltag. Und wisst ihr, was schön ist? Der gute Ratgeber, der ist nicht einfach irgendwo, sondern der gute Ratgeber hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und weißt du, was wir heute Morgen jetzt machen dürfen? Wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen beten. Wir dürfen ihn um Rat bitten. Und wir dürfen auf seinen Rat hören. Vielleicht weisst du ganz genau heute Morgen, hey, das wäre eigentlich mein Schritt mit Gott. Vielleicht ist es wirklich das, dass du heute Morgen umkehrst und sagst, ich komme zu Gott, ich will mein Leben ändern. Vielleicht ist es das, dass du sagst, hey, ich weiss eigentlich, was ich zu tun hätte, dort und da in einer Beziehung oder im Geschäft, aber mir fehlt vielleicht der Mut. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung und sagst, ich weiss wirklich nicht, wie es weitergeht. Weißt du was? Wir dürfen beten heute Morgen. Wir dürfen uns an den guten Ratgeber wenden. Wenn wir ihn anrufen, wenn wir zu ihm kommen, ist er da und er will reden. Lasst uns doch aufstehen miteinander. Und Herr, so wollen wir heute Morgen einfach ins Gebet gehen, wollen dir Danke sagen, dass du, Jesus, als der wunderbare, gute Ratgeber da bist. Und wir wollen nicht sein wie ein Biliam im Alten Testament, der nicht hören wollte. Wir wollen nicht sein wie er, der dein Reden hat übergangen oder der dich zu etwas hat wollen, dass sein Weg, dass du den einfach gut findest. Sondern wir wollen Menschen sein, die hören auf Jesus, auch heute Morgen, die hören auf die Stimme von dem wunderbaren, liebevollen Gott. Und vielleicht bist du da und du sagst Gott doch einfach jetzt in dem Moment, gibst ihm eine Antwort auf die Predigt heute Morgen und sagst, hey, ich will lernen, ein Mensch sein, der hört. Oh Gott, dein Rat für mein Leben ist gut. Er ist der Beste, was es gibt. Mach mein Herz willig. Mach mein Herz parat. Mach mein Herz auch glaubensvoll, dass ich mich an dich wende, dass ich zu dir komme. Dass ich dir vertraue, dass du den Rat hast für mich. Und ich danke dir, Jesus, dass du nichts lieber machst, als Gebet von Menschen beantworten, die es ehrlich und aufrichtig meinen. Das Gebet zu beantworten von Menschen, die dich wirklich suchen. Gebet beantworten von Menschen, die wirklich sagen, ich möchte deinen Willen kennen, ich möchte deinen Rat bekommen und ich will tun, was du sagst, weil ich weiss, du hilfst mir auch dabei. Halleluja. Wir wollen heute Morgen in eine neue Zeit gehen, von der Anbetung, vom Lobpreis, von Gott.
Und ich möchte unsere Kleingruppenleiter bitten, die mitdienen, das Ministry-Team, möchte euch einladen, dass ihr doch heute Morgen jetzt führen kommt. Und wollen uns parat machen und einfach auch aufstellen, wollen da sein für Menschen, die in diesem Raum sind und sagen, hey, ich wäre froh, ich könnte mit jemandem beten, ich brauche einen Ratschlag. Und wir glauben daran, dass Gott im Gebet, in der Fürbitte für Menschen, dass Gott so Rat auch geben kann, Weisung kann geben. Dass er im gemeinsamen Gebet den Himmel öffnen kann und plötzlich bekommst du Klarheit und du weißt, das und das ist dran. Oder du bist da und du sagst, ich bin eingeladen worden. Ich will jetzt das mit Jesus. Dann darfst du auch kommen und darfst mit dir beten lassen. Und wir zeigen dir, wie Jesus heute Morgen zu dir kommt, dir deine Sünde vergibt, dir ein neues Leben schenkt. Das beste Leben, das es gibt auf dieser Welt. Darf ich unsere Mitarbeiter bitten? Please. Kommt doch führen, stellt euch auf, macht euch bereit zum Gebet. Und in dieser nächsten Zeit, wenn wir in den Lobpreis gehen mit unserem Worship-Team, möchte ich dich einladen, wenn Gott zu dir geredet hat, komm doch einfach heute Morgen auch führen zu einem von diesen vielen, vielen Menschen, die da sind. Und wir beten miteinander. Wir stehen ein. Wir kommen auch von Gott mit deinem Leben. Vielleicht brauchst du ein Wunder, vielleicht brauchst du ein Eingreifen von Gott. Wir glauben, wir haben einen guten Gott und wir glauben, wir haben einen mächtigen Gott. Einen, für den nichts unmöglich ist, wenn wir zu ihm kommen und uns im Gebet einwenden. Die Zeit ist frei. Du darfst Gott loben und preisen, an deinem Platz ihn gross machen oder du darfst führen kommen zum Gebet. Die Zeit ist für dich und die Zeit ist für das, was Gott in deinem Leben will tun. Amen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder hier. Singen zusammen, mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder hier. Mein Gott, du große Wunder, mein Gott, du große Wunder,
mein Gott, du große Wunder hier. Denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Verlorene zu versöhnen und ein Reich zu offenbaren. Um die Schöpfung zu erlösen, lehntest du das Kreuz nicht ab. Trotz deiner schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest, das war unsere Rettung, als du unsretwegen starbst. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf den Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Als du morgens auferstanden, hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den
preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf den Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Oh, preis den König aller Könige. Ja, Vater, am heutigen Morgen möchten wir dich anbeten. Wir möchten dich gross machen. Du bist ein heiliger, mächtiger Gott. Und wir stecken das aus, um dich zu erheben. Wir danken dir, dass du da bist, du bist unter uns. Dass wir dir singen, dass wir dir zurufen. Du bist ein mächtiger und heiliger Gott. Halleluja, Jesus. Preist unseren König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unseren König, Jesus, den Retter dieser Welt. Preist unseren König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unseren König, Jesus, den Retter dieser Welt. Preist unseren König, erhebt den Herrn und Retter der Welt. Preist unseren König, Jesus, den Retter dieser Welt. Oh, 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 oh. Kommt alle her und beugt euch vor den Königsthron. Kommt alle her und zählt den Herr der Herren. Stürmt sind mit ein in das Lied des ganzen Himmels und singt heilig und singt heilig und ruft heilig und singt heilig. Preist unseren König, erhebt den Herr und Retter der Welt. Preist unseren König, Jesus, den Retter dieser Welt. Und Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Sing mit zusammen. Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt
heilig, alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch erhöht. Heilig, heilig für immer. Dein Volk es singt. Heilig, die dem Herrn der Herr. Heilig, denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Jesus, dein Name. Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch erhöht. Heilig, heilig für immer. Hör dein Volk es singt. Heilig, die der Stern der Herr. Heilig, denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Jesus, danke, dass du heilig bist. Du bist unser König. Du bist unser Gott. Und Vater, wenn wir über dich nachdenken, wenn wir auch in die Bibel hineinschauen, wie beschrieben wird, wer du bist, können wir nur staunen. Staunen über die unendlich grosse Liebe, die dich, der heilige Gott, der Herr von allen Herren, dazu bewegt hat, hier auf die Welt zu kommen. Danke dir vielmals für diesen Beweis von deiner unendlich grossen Liebe. Amen. Die dürfen gerne Platz nehmen. Die Botschaft von der Weihnachten ist eine Botschaft von Gottes Liebe. Ich glaube, das haben wir heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Es ist die Botschaft, dass Gott den Menschen möchte nachsehen. Es ist die Botschaft, dass Gott sich für jeden einzelnen Menschen ganz persönlich interessiert. Und ich bin so dankbar, dass wir als Kirche Träger von dieser Botschaft dürfen sein. Dass wir mit dieser Botschaft im Herz dürfen durchs Leben gehen. Dass wir als Kirche dürfen offene Türen haben und Menschen mit dieser Botschaft in Berührung bringen können. Gerade ich darf hier stehen als Leiterin vom Kids Teens Jugendbereich mit meinem Mann zusammen.
leiten wir diesen Bereich und uns ist das so ein grosses Anliegen, immer wieder, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Teenager, dass sie mit Gott dürfen in Berührung kommen. Und ich freue mich jedes Mal so, wenn die Kinder da vorne auf der Bühne sind, das ist etwas, was mich aber zu Tränen rührt, einfach zum sehen, wie sie ihrem Jesus dürfen begegnen und ihn dürfen erleben. Und wir haben so viele Anlässe, wo wir das dürfen pflegen, wo wir Begegnungsmöglichkeiten schaffen können. Auch ganz banale Sachen, wie eine Movie Night am 31. Oktober haben wir gehabt. Eine Möglichkeit, wo Kinder ihre Freunde auch einladen konnten, wo Kinder zum ersten Mal in diesem Kirchengebäude waren und haben gemerkt, aha, Moment schnell, das ist Kirche, das ist ja gar nicht so verstaubt, wie man immer meint. Ah, die reden über Gott und das ist gar kein komischer alter Mann, wie ich immer habe gemeint. Und so bin ich einfach begeistert, dass wir Kirche dürfen sein für alle Generationen und das miteinander so dürfen tragen und erleben. Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da, vielleicht gehörst du da schon lange dazu, aber ich möchte dir Gelegenheit geben, wenn du sagst, hey, ich möchte die Arbeit, die die Kirche auch tut, unter anderem für die Kinder, für die Jugendlichen, auch gerne finanziell unterstützen, dann hast du Gelegenheit jetzt bei der Kollekte, dass du dich kannst beteiligen. Natürlich ist es freiwillig, wenn du zu Besuch da bist. Lass das Körbchen ungeniert an dir vorbeigehen. Du bist zu überhaupt gar nicht verpflichtet. Wir geben, wie gesagt, Körbchen durch die Reihe durch, wenn du gerne etwas bar möchtest spenden. Du siehst hinter mir aber auch einen QR-Code eingeblendet. Du findest den auch auf der Schullehne, gerade vor dir, falls du gerne mit Twint möchtest eine Spende machen. Danke vielmals für deine Unterstützung, wenn du das Anliegen möchtest mittragen. Weihnachten kommt näher. Hast du schon etwas vor an Heiligabend? Oder weisst noch nicht so recht, was du machen wirst? Bist du vielleicht allein und hast gar keine Lust, an diesem Abend alleine zu sein? Dann möchte ich dich einladen, dass du hier in die Silver Church kommst und mit uns gemeinsam Weihnachten feierst. Und dabei ist es ganz egal, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du jetzt ganz allein bist oder ob du mit deinen Kindern kommen oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Wir haben hier ein wunderbares Mehrgänge-Menü, wirklich ganz einen schönen, festlichen Abend. Nutz doch die Gelegenheit, um mit ein bisschen anderen Leuten hier in der Silver Church einen wunderschönen Weihnachtsabend zu verbringen. Du bist ganz herzlich eingeladen. Wichtig ist, dass du dich anmeldest, damit es auch wirklich genug hat für dich. Du siehst auch hier den QR-Code eingeblendet. Du findest alle weiteren Informationen auf unserer Webseite. Ja, und dann komme ich schon zum Ausblick auf die nächste Woche. Der Matthias hat von der Kleingruppe geredet. Ich möchte euch noch kurz etwas dazu sagen. Kleingruppen, wie es der Name schon sagt, das sind kleine Grüppchen von 5 bis 10 Personen, die sich irgendwie mal unter der Woche treffen, die einen tagsüber, die anderen am Abend. Das ist ein Grüppchen von Leuten, die gemeinsam ihren Glauben teilen. Leute, die über den Glauben austauschen, gemeinsam in der Bibel lesen, miteinander beten, vielleicht einander auch von ihren Problemen und Sorgen erzählen können und füreinander da sein, einander unterstützen können. Ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, um so miteinander durchs Leben zu gehen und eben Kirche nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche zu leben. Wenn du noch in keiner Kleingruppe bist und dich interessierst für eine Kleingruppe, dann komm doch anschliessend an Gottesdienst am Connect Desk vorbei. Du findest den im Foyer aussen. Dort gibt es weitere Informationen für dich. Und es hat auch Leute, die dir gerne helfen würden, um selber eine Kleingruppe zu finden. Weitere Informationen findest du ebenfalls unter dem QR-Code, der hinter mir eingeblendet ist. Ich glaube, diesen Spruch den kann ich jetzt.
Gut. Nächste Woche dürfen wir den 4. Adventsgottesdienst und somit ein weiteres Highlight feiern und genießen. Wir haben nämlich den Shalomit Gospel Chor da. Schon seit vielen Jahren gehört das ein bisschen zu der Tradition bei uns in der Weihnachtszeit. Es ist ein festlicher, feierlicher Gottesdienst. Es ist moderner Gospel. Ich finde, es rockt noch recht. Wirklich ganz ein toller Gottesdienst. Und ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, um auch Menschen mal in die Kirche einzuladen, die vielleicht nicht so Kirchengänger sind. Gerade in der Weihnachtszeit ist so ein der Wunsch, vielleicht wieder mal in eine Kirche zu gehen, ein bisschen grösser. Und das Gospel ist etwas, das ganz vielen Menschen auch zusagt. Darum überleg dir doch, ob vielleicht deine Arbeitskollegen oder Nachbarn Freude hätten, mit dir zusammen an diesem nächsten Sonntag hier im Gottesdienst zu sein. Im Anschluss an den Gottesdienst, und der ist jetzt dann schon ganz gleich fertig, ist die Ministry Lounge weiterhin offen. Das ist hier links auf meiner linken, auf eurer rechten Seite, wo die Lämpchen brennen. Das ist ein Ort, wo du hergehen kannst, wenn du sagst, hey, ich möchte noch gerne über etwas reden, das ich jetzt heute im Gottesdienst habe gehört, oder ich möchte gerne, dass noch jemand für mich betet. Ich habe mich vielleicht nicht dafür getraut, das war mir ein bisschen too much gewesen, aber eigentlich würde ich noch gerne mit jemandem beten. Eigentlich wäre ich froh, wenn jemand für mich beten könnte, um Heilung, um Rat, um Gottes Führung, um sein Segen in der kommenden Woche. Dann hast du jetzt im Anschluss an den Gottesdienst noch Gelegenheit, einfach vorbeizukommen und das Gebet in Anspruch zu nehmen. Für alle die zum ersten Mal da sind, und das sind vermutlich ein paar, die heute einfach mal in ein Kind oder Grosskind oder Enkel oder Grosskind und Enkelkind ist das Gleiche, der Götti-Gotti-Kind oder der Nachbarskind zuschauen beim Schauspielern und beim Tanzen. Euch möchte ich sehr ans Herz legen oder empfehlen, dass ihr noch bei unserem Connect-Desk ebenfalls vorbeigeht, da aussen im Foyer. Die bekommen nämlich dort so ein Welcome-Package als erster Besucher. Da hat es Informationen drin über unsere Kirche. Ihr dürft auch gerne mit den Leuten dort plaudern und eure Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. In diesem Kuvert hat es auch noch einen Gutschein für ein Mittagessen heute bei uns im Bistro, den ihr gerne einlösen dürft. Und das ist noch das letzte Highlight vom heutigen Tag, das ich euch ansagen darf. Ihr seht es, Herdöpfelgratin und Fleischkäse gibt es heute Mittag im Bistro. Eine wunderbare Möglichkeit, um noch ein bisschen miteinander zusammenhocken und Zeit verbringen. Und, was heute noch Special ist für die Weihnachtszeit, ich weiss nicht, ob es die Hinteren schon ein bisschen schmecken, es gibt im Foyer aussen frisch gebackene Weihnachtsguetzli. Es gibt Punsch. Und ihr habt auch noch Gelegenheit zum Konfine kaufen, heute zugunsten von der Royal Rangers. Das ist unsere Royal Rangers Dance, habt ihr schon gesehen auf der Bühne. Und wir haben noch die Royal Rangers Outdoor, die am Samstagabend ihr Programm draussen verbringen. Wir haben eine ganz tolle Familie, die das einfach aufs Herz hat bekommen, um diese Arbeit so auch zu unterstützen. Und jetzt entlasse ich euch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Weiterhin eine schöne Adventszeit. Ich wünsche euch Begegnungen mit dem Gott Wunderrat, mit dem Gott Ratgeber, der nicht nur heute Morgen hier am Sonntag in diesem Saal anwesend ist, sondern der euch auch die kommende Woche begleitet.